Sag mal, was ist denn mit den Weibern eigentlich? Ja? Was ist denn mit denen eigentlich? Wir haben heute mit Frauenhass begonnen, dann machen wir gleich weiter. Fotzen. Was ist denn mit denen? Ich konnte es nicht. Mann, warum bist du immer behindert? Ja, was soll ich machen? Ja, Spätzewirtschaft, dann. Das ist ein Depp. This fucking boy. So, Lecki. jetzt erzähl mir irgendetwas, keine Ahnung. Hast du Ich hab gewusst- nichts da, außer Last Epoch, erzähl was. Du warst Hast jetzt die du- Woche nicht da, du musst eine Redebedarf haben. Nein, Außer mit der Geschichte. Eigentlich gar nicht. Also als erstes mal... Wie viele Konzerte? Keins leider, Wie, oder? das verstehe ich Warte mal, war nicht. letzte Woche ein Konzert? Das war letzte Woche? Nein. Freitag. Nein. Letzte Woche nicht. Ich muss erst einmal euch aufklären. Ich habt sehr intelligente Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wo die 25 Gramm Haschisch dabei haben. Was passiert, wenn ich 26 dabei habe? Dann wird es bestraft. Das ist wie wenn ich statt 50 60 fahre. Ist voll Idioten. Okay, gut. Gute Antwort. Wollte ich gerade mal anmerken. Ich habe ja beim Lauterbach nachgefragt zu diesem Thema. Also Aber wirst du dann für glaube ich, 1 Gramm diese oder für Erkenntnisse 26 für Gramm? alles bestraft? über 25 Dann Gramm. kriege ich eine Strafe für ein Gramm. Wie hoch ist die? 1000 1000. Gramm Raucher. Das ist dann so Abschreckung, wie wenn Eltern ihre Kinder beim Rauchen erwischt, dass sie sagen, du musst jetzt eine ganze Schachtel ist wie rauchen, als- dass der vergeht. Ja, das Dann ist sagt wie der wenn ich- Lauterbach, kommt da mit einer Bon vorbei. Ja, das ist wie wenn ich meiner schwangeren Frau Heroin spritze. Genau. Ja, Und mindestens. dann sagst du, du musst jetzt ein ganz Kilo spritzen. 4-mal lebenslang. Ja, Okay. genau. Und zu dem Klopapier-Thema, da Ja, war ich das gern haben wir dabei da gewesen, weil ich nämlich zufällig einmal ein Beutel Du gesehen bist da mit den von- Händen anschauen. Ja, sowieso. Das Du hast ja ein ist Patent für gegeben. Sogar. Na, ja, genau, das Hände Patent. abwischen. Na, Das Patentbeutel, wo drauf gezeichnet ist, wie es aufgehängt werden muss. Also das muss nach vorne oben hängen. Keine Diskussion mehr. Wer es verkehrt rum aufhängt, der ist straight against the system. ist so. Geht mir richtig auf den Sack. Ja, Okay. jetzt wissen wir das auch. Ja. Aber ja, Ich hab mir gedacht, das war jetzt ein Thema, da hätte ich glänzen können und dann bin ich nicht da. Tja, jetzt mal kein Schwulnetz im Knirschheim drin Das gehabt. ist halt einfach, Im wenn du auf Knieschein. so Autobahn-Parkplatz-6 treffst gehst und dann anschaust, da holst du, da weißt du nie, was du einfängst. Ja. Da weißt du nie, Hat was dir du beim einfängst. Knirkein gefehlt. Oder wie? Knirkein Syphilis. Jetzt. Knirkein Syphilis Super AIDS. Okay. Aber das ist noch Beide nur, oder nur links oder nur, rechts? nur ins Linke. Das rechte brauche ich nur zum Danteln. Kommen wir da noch? Zum Ja, Handel? ja, aber ich bin In der Haar. in der AHA. Kannst du in der AHA wegen einer glänzen, Gerne AHA bin ich da. 6 Mal hintereinander schaffe ich. Abschluss immer mit, 7. ist er wieder Kopf noch. Zum Elfer schießen darfst du einen hupfen. Ja, damit der Mongo auch mit rumkommt. Aber das Klopapier-Thema ist wichtig, weil es regt mir einmal auf. das stimmt. Da wenn es irgendwo einig Haben wir ist, schon und mit es drüber verkehrt geredet, glaube ich. Ja, Falter oder Knüller. Ein Knüller, das ist mir doch ab dem 3. Lebensjahr nicht mehr. Manchmal so, manchmal so. Wer knüllt denn bitte noch? Was ist mit dir? Wenn es Schnee muss. Ich bin so dekadent, ich glaube, ich nehme für jedes Mal Wischen ein Ding her. Ich habe einen kleinen Asiaten daneben steht, der mir noch ansputzt. Mit der Zunge. Und mit der Hand. Wie wir vorher Ja, gesagt was haben. hast du jetzt mit meinem Ständer? Aus dem Hotline wird man schon rausgefahren. Schon wieder mal. Wenn ich den Song nicht weiß. Egal. Das ist schon passiert. Das ist schon Sonst passiert. soll der Florian gemacht. Das ist ja immer, beim Klopapier sage ich immer, ist so, wenn du in ein Lokal reinkommst und die haben Klopapier drinnen, dann merkst du, ob du wirklich als Kunde König bist, wenn er mehr als einlagiges Klopapier drinnen hat. Weil dieses Schmirgelpapier, was da oft welche reinhängen, weil ich sage, danach, wie gesagt, das Arschloch wieder wie die japanische schönes Feeling. Flagge, ist eine Das Frechheit. merkst du eigentlich sofort, wenn die großen scheiß Metallklo Ja, da musst du drinnen, da ist immer, Scheiße ihnen übers Klo, mit Absicht. Ja. Weil das ist eine Frechheit. und putzen tue ich mal an der Kanten von der Klobremse, putzen wir den Arsch. Ja, genau. Oh, dann wollte ich aber nicht was Da, besser. wie so ein Hund rutscht übers Klo drüber. So im Kreis. Ja. Musst du dann einen Pimmel auf die Kloschüssel. Widerlich. Ja, plötzlich hat man das gelernt, wie das geht. Nee, Kackstift aber da aufschlafen. mache ich Kundenfreundlichkeit aus. Am Klopapier mache ich Kundenfreundlichkeit aus. Next Step ist auch noch, wenn sie sogar Desinfektionsspray drinnen haben für die Klobrennen. Dann sage ich, Alter, Oder ist so Das glaube ich hat sich aber seit Corona hat sich das sehr gut ja, ist ist, für mich ist nur zwingend. Für mich Ja? ist nur zwingend. Achso, man nimmt das für die Klobrille her. Ich sprühe mir danach noch schön in den Arsch. Ist ja wurscht, Hauptsache Bringt das- desinfiziert. Kommt drauf an, wie fest das dann auch schon wischt. Ob es einlagig oder zweilagiges Klopapier haben. Vorher mit dem 20 Schmirgelpapier durchgewischt hast, dann brennst du wieder mehr. Nein, ich sehe schon, das wird eine anreichige Folge, für die ist schon mal lang wieder Zeit, aber sonst irgendwelche tollen Arschgeschichten. Ja, weißt du, wie früher Schwangerschaftstests gemacht worden sind in Apotheken? Arsch an Arsch. Nein, das ist richtig verrückt. Da habe ich jetzt Das heißt, nochmal, Schwangerschaftstest in der Apotheke. Genau, weil früher waren immer Frösche in Apotheken.
Und die haben da Ich weiß nicht, reingeschaut ob und ich da gesagt, die- ja oder nein. Die haben sie unten reinhupfen lassen, haben geschaut. Hat der mit, Lemmy der Wings Zunge, mit der geheißen? Zunge haben sie reingeschossen. Und wenn sie Lemmy was, Wings geheißen? wenn's was ausgezogen haben, haben sie gesagt, okay, das tust du wieder. Ja, Pass muss den auf, Sperrlängskönig finden. bis in den 60er... Kleiner Bügel des kleinen Mannes. Vor allem, man kann es wieder zurück tun. Bis in die 60er Jahre wurde in Apotheken der Galli-Mainini-Test durchgeführt und für den brauchte man Frösche. Die wurden aus Südafrika importiert und in den Apotheken in Becken oder Aquarien gehalten. Für den Test wurden Frösche Urin einer Person injiziert. Der Test war positiv, wenn die Frösche innerhalb von 3 Stunden Spermien abgesetzt hatten. Das bedeutet, die Testperson ist schwanger. Die Frösche waren also ein Schwangerschaftstest. Ab den 60ern gab es dann Tests, die ohne Frösche funktionierten. Die waren aber sehr unsicher. Erst seit 1975 gibt es die Tests, die wir heute kennen. Seit 75 erst. Das verwundert mich. Das ist crazy. Aber was ich noch viel narrischer finde, ist, Warum? wer hat sich das ausdenkt? Jetzt spritzt man dem Frosch irgendwo am Arsch der Welt in Afrika die Pisse von meiner Alten, weil ich glaube, die ist schwanger. Und was ist mit den Frischlaus, dass die dann auf Menschenpisse geil werden und abwichsen? Aber nur auf Schwangere. Ich möchte sofort die Guac, guac. Ich möchte sofort die Geschichte wissen, wer da draufgekommen ist und wie. Ist das so, meinst du, dass so dann vielleicht so der Fetisch für Golden Shower entstanden ist, dass einer dem Frosch zugeschaut hat und gesagt, anscheinend ist das geil, brunst wir jetzt mal? Das muss ja irgendwie angefangen haben. Das war ja nicht der erste Schritt. Ich spritze jetzt dem Typen von meiner, ich glaube, schwangeren Frau die Pisse. Sondern, ja, hey, dem Frosch aus Afrika, ich sag noch mal, vielleicht findet man aus, ob du schwanger bist. Was, hä? Zufallsprinzip. Die hat irgendwo im afrikanischen Dschungel hinbrunst und hat dann gesehen, dass ein Frosch da ist, hat gesagt, Entschuldigung, und der Frosch hat gesagt, passt schon. Geiles. Und dann ist 9 Monate drauf, hat es geheibet und dann haben sie gesagt, hey, irgendwas hat's mit den Frisch auf sich, das habe ich nicht Und ist vergessen. irgendwann daheim gekommen, das Kai wieder und so. Was Moment war? mal. Das hätte ich wissen Was ist müssen nach eigentlich dem mit dem Frosch. Frosch? Zufall, ich glaube Ich nicht. glaube nicht. Dann sind sie wieder rumgeflogen mit einem Schwung Drogerten Drogen. und haben dann angefangen, dass sämtliche Frösche da suchen, die es finden und haben geschaut, ob die wichsen. Das macht keinen Sinn. Aber Ja, das sind ist, immer so komische immer Sachen. was gelernt. Das ist Immer was wie gelernt. wer Ich ist meine, der... die Geschichte ist komisch, was wollte derjenige, das erste Mal, der Milch entdeckt hat? Ja, was wollte der? Das, genauso das, hab ich wie- gemeint, das ist komisch. Aber das, was Wie ich, erklärst du das? Warum hast du da Milch? Also da, that's none of your business. Das war. Du hast den- Quadruple Milk. Quadruple Wer ist der Erste gewesen, der gemeint hat, ich friss jetzt die Auster? Das Wer stimmt, sagt das Ding und sagt so, wow, geil, das habe ich bei der letzten Bronchitis außer Kurs, das Ding muss jetzt mal schlürfen. Schaut aus wie mein ex Das, ja, also keine Ahnung, wenn du kurz vorm Verhungern bist, glaube ich, frisst alles, was irgendwie organisch ausschaut und dann wird sich halt irgendjemand mal denkt, was ist das? Ja. Dann wird, vielleicht ist es eine Perle, der stickt der erste. Ich hoffe, dass er so war und dass er nicht einfach gesagt hat, geil, Lungenharing. Geil, irgendeine ätzende. Ja, wenn es lebendig frisst, dann ist es noch besser. Traust dich nicht. Ja, und dann hat er sich Hast du drauf. schon mehr Austergessen? Nein, Nein, nur ja, gesehen. Aber Ich auch noch nicht gegessen. das ja. macht mir ja nicht so. Ey, Das sag war mal, jetzt nichts, das wo ich schon sage, das muss ich jetzt probieren. Ich verstehe, die beißt man auf einer Auster rum oder die schuppern sich diese rein in einem so mit 3 Pfund Zitronen. Weil ich frage mich sowieso, so gut kann die nicht sein, wenn ich dafür 3 Pfund Zitronensauce Ja, was brauche soll und das? sonst irgendwas. Dann kann ich einfach nur die Zitronensauce saufen Und kein Auster essen, kein Und- Lungenharing. Ja. Den Lungenharing. und mein Lungenharing wieder abschlucken. Ja. Wenn ich, Ja? wenn Mama, Zitrone! Mama, Zitrone! Na, für Teufel. Was tust du eigentlich, wenn du so Austernfetischist bist und arbeitest auf irgendeiner Klinik mit schwer Lungenkranke? Hast du den ganzen Tag Hunger? Was hab schon mal irgendjemand seinen Schwanz in den Auster gesteckt hat 100 und Pro. das gut findet? 100 Pro sicher. Macht der Auster nicht, die muss man doch voll krass aufzwicken, macht die wieder zu, weiß man nicht. Boah, keine Ahnung, ich hoffe es aber, sonst ist es nicht schön. Ich spüre nichts. Haben wir aber in den ersten 10 Das Minuten schon. das waren dann wahrscheinlich ja die ersten Piercings, die ersten Prinz, wie heißt das, Prinz Charles? Albert, Prinz oder? Ja, das waren die ersten Piercings mit den Perlen drauf dann. Da muss jetzt aufgeklärt werden, ich weiß nicht, was Prinz Albert bedeutet. Das Piercing unten durch den Schaft über die Ohren vorne aus. Ja, Der nimmt mir das Prinz Albert, hab ich nicht Albert, gewusst. ja. Habt ihr das gewusst, dass man sich also Arschloch piercen kann? noch nicht, aber zeig mal. Jetzt warte mal. Nein, das haben wir uns nämlich die Frage haben wir gestellt, dann haben wir es googelt. Das geht halt wirklich so durch den Damm und durchs Arschlöchlein, so geht so Und durch den durch. Arsch kommt's dann raus. Ja, Genau. aber wer will denn das? Da Ja, ich kriegt weiß auch permanent nicht. Scheiße dran. Das haben wir auch muss doch- ich doch infizieren, oder? Das haben wir auch doch, das muss eine Entzündung geben, oder? Das kann doch nicht abhellen, wenn ich die ganze Zeit auswurste. Was soll das? Vor allem, frisst wenn du du damit Durchfall zwei hast, dann hältst du der Arsch zu. Wie lange Dann dauert ein kannst du Piercing dann- zum Verheilen? Also Boah, der da hat's geheißen, das Nasenpiercing hat geheißen, um die 7 Wochen. Ja, du kannst ja nicht einfach 7 Wochen nicht scheißen. Na, sowieso nicht.
Dann musst du wirklich das Desinfektionsspray vom Restaurant deines Vertrauens wieder ins Arschloch Oder machst du halt, wie der Trump gesagt hat, du saufst das. Ja, aber es gibt Ist gut ja, durchgelaufen. es ist ja öfter mal also bei Frauen, die wo ein Kind kriegen, die haben ja auch oft so einen Dammriss. Also und das ist ja extrem widerlich, weil die ja einfach tatsächlich immer nur fast nur gespreizte Beine haben können und das infiziert sie halt so oft, weil Das du ist halt eine einfach- natürliche Frauenhaltung. Was? Sexismus! Ja. Asiatenrassist, genereller Nazi, Frauenhasser. Ja. 3 Stühle, 3 Zwei Hass. Meinungen. 3 Stühle, ein Haus. Genau. Eins Hass. Sehr Aber schön. mehr als 20 Stunden arbeiten, habe ich gehört, soll nur Kranke machen. Das macht uns alle krank. Ja, macht's ja. Ja. Aber sagt es keinem. Na, Ist ja klar, dass da die ganze Welt. Ja, ein schöner Beitrag übrigens, ja. Ich habe mich nicht so Bruder. wirklich damit befasst. Ich sag's, was ist, ich habe bloß die Schlagzeile gelesen, dass auf der Gräner, ich mag die Gräner auch nicht, ich glaube, das wissen die meisten, aber die hat sich halt reingeguckt, die ist 26 Jahre alt und sagt, du, mehr als 20 Stunden, aber macht mich krank. Sag ich, ja, ist richtig. Fragst du mal den Typen auf der Baustelle da hinten, wie gut das ihm geht mit den 40. Fragst du nicht einmal. Ist richtig Schaust, gut. was er sagt. Ja. Ja, und der Ja, Trottel, das- und das aber- sind auch noch die Trotteln dann, die sie anmalen, die sagen, Genau. bloß weil sie keinerlei Option haben, weniger zu arbeiten. Ja, mei. Ja, manche finden sie da geil. Vor den offen. Ja, dann ist ja das in Ordnung, dann sollen sie da arbeiten, aber Nein, so ist mir nicht auch auf den nicht in Sack Ordnung. gehen, wenn ich sage, ich mag nicht mehr, wo arbeiten wir gar nicht. Okay. How about that? Ja, Ich wollte erst Bürgergeld. Ja, ich kann sogar nur einen Schritt weiter gehen, macht's eh nicht raus. Bürgergeld Und verdoppeln. in den 10 Stunden komme ich bloß, wenn ich Bock hab. ja, und die andere Hälfte scheiße. Ja. Ja, true. Ja. Gib Nein, Geld. scheiße nicht, wegen meinem Damm-Piercing. Stimmt nicht, scheiße. Ne? Geht nicht mehr. Ja. Geht nicht mehr. Dam. Leck mir doch den Damm. Gerne. Ich hab's letztes Mal mit einer Hörerin von uns geschrieben. Die hat eine verrückte Geschichte erzählt. Ja, Cybersex über Instagram. Geil. Funktioniert Hat sie Glocken geschickt? richtig. Glockenbettel? Glitz? Nein, nur die Emojis. Glocken-Emoji. Wow. Glocken-Emoji. Aber es war... Aber da war schon heißer Text, wenn so die Kirchen, Ja, mir hat's wenn die ge- Kirchen Ja, kommen. mir jetzt lang zum Fetten. Auf alle Fälle. Ja, Ja gut, da muss nur eine Frau zurückschreiben. Bei mir. Ja, also, ich würde sagen, da, Hallo, hallo! Was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh, Überforderung! aus der Schale bitte. deswegen fahren kein Kindergarten mehr vorbei. Auf alle Fälle hat der eine lustige Geschichte erzählt, sie hat jemanden kennengelernt. Warum? Ach, egal. Ja, ich war dann eh gleich eifersüchtig. Wieso Und- verzeiht's denn dir, dass man Es hat im Gespräch ergeben, es ging erst was anderes, ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, irgendwie habe ich blöd dahergekriegt wegen dem Status, wo sie ihre Nägel postet hat. Und ich habe dann, glaube ich, so ein Beutel gemacht von meinen Fingern nur so. Und sie ich dachte, sind die auch- Annageln. Die sind ja schön. Auf alle Fälle hat es dann geheißen, sind wir ins Gespräch gekommen und hat gesagt, sie war fort und hat jemanden kennengelernt und hat sich gut verstanden und trifft sie auf ein Date. Und bei dem ersten Date sagt der Typ zu ihr, er darf ja gern die Füße für 150 € ablecken. Hey, das will ich sofort annehmen. Instant, oder? Ja. Ich will auch. Ich hab auch gesagt, du bist jetzt 150 € reicher. Nein, ich bin dann gefahren, das war komisch. Also, was ist mit dir? Das Natürlich ist komisch, aber 150 € sind 150 €. Ja, vor allem in den nächsten Sätzen verzeiht mir dann, dass er sie am Strand für gratis Alkohol grapschen lässt. Weil er sagt, aber deine Füße für 150 € ablecken lassen. Nein, das will ich Unglaublich. Wie lang? Unglaublich. Weiß ich nicht, das ist anscheinend relativ schnell unterbunden worden, dieses Thema. Was ist denn da der Deal dann, wenn einer Ich sowas sag jetzt will? einmal so 3 Stunden. 50 € die Stunde. Stundenlang an die Füße Nein, aneinander ich glaube, dass die dann Ja, das wirklich sind nur so Füße 2, nicht 3 und so Mal... Nase wie in der Boot wohnen, wenn du da stundenlang Ja, miteinander stimmt. zusammen- Der nimmt doch nicht deinen kompletten Fuß in den Mund. Ja, aber Das glaube ich schon! wenn ich drei Stunden Zeit habe, dann kann ich alles bearbeiten, weißt du schon. Irgendwann ist es einfach. Ja, aber dann... Oh. Alleine das Gefühl, glaube ich, wenn so eine Zunge zwischen den Zähnen... Na, weißt du, ja. Boah! Ja, aber 150 € sind 150 €. Was war jetzt mit dem Ständer? Ich verstehe leider nicht, das ist sogar easy money. Leider, ja. Ja, Und wir sind halt auch Männer. Von ihm eigentlich auch ganz kommod, dass er das gleich beim ersten Date klarstellt. hallo, ich stell bin dir vor, Günther, hallo, ich bin Sabine, hat er deine Füße schlecken für 150 Ja, aber stell dir €. vor, die treffen sich ja ganze Zeit lang regelmäßig, man verliebt sich ineinander und dann. Der für deine Füße abschlägt. Ja, und vor allem ist es ja dann umsonst, weil dann bist du zusammen. Dann verdienst du kein Geld auch nicht mehr. Also, ich finde das eigentlich ganz kommod für ihn. Total ausgeworfen die Zeit. Ja, aber Grüße wenn gehen es jetzt, raus an wenn es die- jetzt einen Fetisch hättest, dass es den dann gleich, also wenn jetzt auf was Festes mit der Person aus sein, dass es diesen Fetisch dann direkt mitteilen oder dann hoffen, dass sie sich verliebt und dann drüber hinwegsieht. Wenn ich was Also- ernsthaft sagen will, dann verzeih ich dir nicht meine Weirdo-Scheiße am ersten Tag oder am zweiten oder am dritten. Ja, aber du musst. Ach so, ja, aber es ist dann eigentlich. ich auch nicht. War nicht ein-
Ist aber eigentlich schon eine gute Frage, gell? Weil wenn Ja. du was ernst machst, dann kann es ja spätestens dann zu Bruch gehen. Wenn sie sagt, nein, ich mag mich nicht anscheißen Weißt, lassen. glaube ich, wenn du das Ja, tust, das sagt ja keine Frau. weißt, glaube ich, wenn du das ziemlich schnell am Anfang tust, wenn dein besoffen bist. vorherigen, wenn du besoffen bist, sowieso, ja, wenn du da hinten viel Teile gefressen hast, wahrscheinlich auch. Wow! So, und jetzt die Füße lecken. Seine Teller. Spaß, 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 Spaß. Fette Katzenaugen in der Fresse. Der mit der Teller anschlägt. Alter, wir sitzen beim Café, warum holst du nicht Start? Was denn? Die Mucke ist ihre. Lauf. Nein, da geht's ganz anders. Das ist der Straßenverkehr. Genau, man anbissen wie ein Vollidiot. Geile Affen. Fuck, Alter, meinst du, ich hab da Wasser? Jetzt warte nicht. Da kann ich bitte ein Wasser zu meinem Kaffee holen. Schnell. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Schade. Was ist gerade gekommen? Wenn man einen komischen Wenn Fetisch deine hat. vorherigen dadurch zu Bruch gingen, glaube ich, sagst du das beim nächsten Mal irgendwann sehr früh. Ja. Glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Oder das halt dann wirklich, oder du bist halt dann nur noch trauriger oder noch, Zurückhaltender. ja, weil du denkst, oh Gott, Ah, dann geht es wieder in den Arsch rein. oh Mann, aber ich mag doch, Ist Arschfegeln ein Fetisch? Ui! Na, na, Das ist normal, oder? das ist normal. hä? Ja, dann Das ist, schon. doch die, Dann schon. das ist doch die Verhütung seit 75, oder? Bis 75 ganz gut, ja. Bis 17. Alle vor 75 kann man doch 75 vorne einfegen. Alle vor Im 75 sind Arschgeburten quasi. Da kommt also das Schimpfwort, ja, das gute alt eingesessen. Das ist fast besser wie Schwachkopf. Du Arschgeburt. Du Arschgeburt. Du musst es aber also sagen. Du musst dann das du Arschgeburt. Ja, das ist das aggressive Arschgeburt. Gut. Was ist Piratenarsch. das für ein Ding da vorne eigentlich, was du mitgebracht hast? Das ist der Erzähl Chainsaw ein bisschen Man. was dazu. Ich hab's noch nicht gesehen, erzähl ein bisschen was. Der Chainsaw Man ist Anime, ist cool. Gut. Okay, gut. Dann haben wir das auch wieder. Ja, Da muss man anschauen, ist gut. Er kann sich was hat geht's so, da? hat so Warum ist er anlassen. Ja, er ist glaub, der mit, ist mit, seinem, mit seinem Dämon verschmolzen. Er hat so einen kleinen Hundedämon gehabt mit einer Kettensägenschnauze. Ultra cute. Und ja, wie so. Oder den Gefegel. Mehr oder weniger, sie sind auf alle Fälle miteinander verschmolzen. Und jetzt hängt der ihm da so eine Schnur aus, wie man praktisch eine Kettensäge lässt. Und wenn er an der zirkt, dann wachsen ihm die Kettensägen aus und so. Und er arbeitet dann für ein Institut, die eben Dämonen und so weiter jung und zerschneiden. Wandelt sich dann sein Kopf um oder ein normaler Kopf? Er ist ein normaler Typ, ein normaler Jugendlicher. Und das Geile ist, sein einziger Inhalt ist, dass er eine flach legt, in die er verliebt ist. Weil er ist ganz ärmlich aufgewachsen, hat immer Hunger gehabt und es hat halt so minimale Ansprüche. Er möchte einfach nur was Gescheites zum Essen haben und möchte einmal umeinander schmusen und bumsen. Und wenn der Ja, Dämon mal auf- kommt, sagt er, jetzt warte, ich zögere mal und dann Genau, zerhäckselt er dann dich. so verwandelt er sich und dann wird Reißt das gehäckselt. immer auch nicht auf. Das ist... Und dann geht's ab. Also es ist ein geiler Humor, es ist ein geiler Zeichenstil, es ist auch eine coole Geschichte dahinter. Und es kämen halt viel geile Dämonen und Viecher dazu. Einer hat dann Katana meine, als Und ich nehme an, Hand- es ist blutig wie Scheiße. ohne Ende. Okay. Geht richtig ab. Ja, dann hast du mich schon. Ist richtig War das geil. Einzige, was mir jetzt angesprochen hat, muss ich sagen. I'm a simple man, I see a chainsaw, I... Und Big Anime Boobs. Big Anime Boobs, Ja, aber hallo. Aber hallo. Ja, Blutig und Titten, geil. ja, was kann ich sagen? Blutige Titten. Blutige Die Titten, sind richtig geil. geht so. Die sind, was? Hä? Ja, blutige Titten, ja doch. Dann du auch, gell? Wenn sie Dann noch du droh auch. sind. Nur wenn sie noch droh sind. Blutige Männer Boobs. Die nehme ich. Ja. Mit an. Dann. Den Motorboot Dant. Aber wenn wir bei Anime sind, One Punch Man Staffel 3 so kündigt Wann worden. kommt die? Ich glaube, da ist noch kein Termin fest, aber es gibt, glaube ich, schon ein kleiner Teaser. Kommt die dieses Jahr noch? I hope so. I hope so. Aber Kann man das sich ist geben. nicht Das ist One Punch Man ist so ein Phänomen, da wo ich mir immer gedacht habe, ja, wie spannend kann das sein, wenn der andere Trottel einmal zuhört und alles ist hin. Dann habe ich mir die erste Staffel angeschaut und mir gedacht, Kopf. Geil. was der Hölle habe ich mir gerade angeschaut, aber geil. Ja, das ist stark. Stark. Das ist mega. Es hat denselben, Okay. ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund stehe ich auf diesen Effekt, wenn er so ein Dödeldepp ist, bis er grantig wird. Ja, genau. Das mag ich einfach, deswegen mag ich einen Ruffy zum Beispiel auch. Der ist Das- den ganzen Tag ein totaler Vollidiot und frisst, aber wenn irgendjemand seine Leute fuckt oder ihm und du sagst seine Augen nicht mehr, okay, jetzt gibt's Dresche. Ja, es ist immer so bei denen groß. Das war Oh, gefällt mir. Dragon Ball war das gleiche. Das habe ich nie so geschaut. Aber da war es auch so, er ist eigentlich ein Depp und wenn es aber dann ums Kämpfen geht, dann eskaliert er. Naruto ist mehr oder weniger im gleichen Stil. Es ist so, ja, so Stimmt eigentlich, ja, oft so ein roter Faden, sage ich mal, in die Animes. Ja, Er ist halt auch eigentlich ein bisschen so ein Trottel. aber wenn es dann außer von, dann... Ja, und bei ihm geht es ja nicht um seine Freunde, sondern er möchte halt einfach bumsen. Und Da habe ich Titten letzte Woche haben wir mir kurz drüber geredet, Castlevania habe ich mir angeschaut Ah, letzte das ist Woche. gut. Ich bin noch nicht ganz durch, glaube mittlerweile sind es 4 Staffeln. Ja, und dann gibt es noch die Nocturne, Das- glaube ich, noch so eine Spin-off-Vorgeschichte, glaube ich. Ja, auf Netflix. Ja, eine Staffel. Aber ich habe noch nicht gesehen. Ich schau- Die gefällt mir auf alle Fälle sehr, sehr gut. Ich finde, die erste Staffel trotzdem ist die allerbeste. Ich weiß auch nicht, da ist so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
bodenständig, so simpel einfach, da ist die Kirche, das sind lauter Wichser, dann kommen die Dämonen, reißen alle in tausend. Retten die über die Kirche. Stimmt, die sind keine Wichser, die nein. Traust dich nicht. Sag's laut. Sagst du? Ich muss nicht wichsen, wenn Ministranten nicht älter wie 8 sind. Ich schon. Aber du kannst. Stimmt, Es geht ja nicht ums Müssen, es geht ums Kinder. Stimmt, ja. Wenn sie nicht dann gibt es die Geißel. Ja. Die Geißel ist ein schönes. Darum ist das nichts für mich gewesen, weil die Ministranten in der Regel schon so alt sind, dass sie petzen können. Wann schreibst du denn die eigentlich auf? Du möchtest wirklich mit aller Gewalt, dass mir aus YouTube werfen. Ich hab keinen Zettel dabei. Solange die Kinder den Mund nicht zu voll nehmen, ist alles gut. So, dann haben wir das auch erledigt. Sitzen Ja. wir da. Müssen wir aber nur zweimal so lange Zeit totschlagen. Ja, ich habe noch was zum Zeittotschlagen. Ihr werdet mich jetzt bestimmt auslachen. Ich weiß nicht, habe ich es euch schon mal Mach ich erzählt? mal Nein, aus. was ganz was Neues. Wichser. Ja, ich bin auch schon wieder verdammt Schau, Leute, das schwul T-Shirt um mit seinem komischen Ich wollte Kranz gerade sagen, und das hast du verkehrt rum, oder Trottel. so dümmer vom Fucking Markt. gefühlt. So. Der kauft, du bist irgendwann hast du die Entscheidung getroffen, hey, das schaut cool aus, das kaufen. Ja, das Was ist da los? mega alt. Du bist mega, nein, bist nicht. Nein, ich bin leider mega jung. Was steht da ums Silk. Silk. Six Silk. Ja. So ein Also das Scheiß. sind coole Marken tatsächlich. Ja, Das klingt super so- cool. Die machen auf alle Fälle keine schönen T-Shirts. Ich wollte gerade sagen, die machen schöne T-Shirts, die kann man, ja. Auf jeden Fall. Okay, ja. Habe ich Rosenmontag anscheinend wieder eine Knie ziemlich eskaliert. große Klappe gehabt. Also aufs Maul gekriegt endlich einmal. Na. Langweilig. Aber Machen wir das jetzt? anscheinend habe ich mich da in was verrannt. Das hieß Garde-Probetraining. Was ist denn wieder mit dir? Was ist denn eine Garde-Probetraining? Du kennst doch diese Garden, die wo beim Fasching und so auftreten, die wo doch so Mädels durch die Gegend werfen und so. Ja, da habe ich wohl... Welche alte, wie groß waren ihre Titten, die da bei der Heizung hat? Sag, Das waren mehrere. das waren Wahrscheinlich- mehrere. Nein, es war der Trainer. Ja, der Die haben männliche. keinen Trainer, die sind 3 weibliche Trainerinnen. Oh. Ja, gut, da kann passieren. Und jetzt ist am Donnerstag da Probetraining. Hast du einen bindenden Vertrag unterschrieben, oder wie? Na, das ist jetzt erst beim Probetraining. Ja, wenn du Und, deine Würstel möchtest, wirst du da nicht umeinander werfen müssen. Da aber drin. ich will auch da nicht, es geht mir ums Tanzen. Ja. Tanzen. Ja, tanzen Ja, ist da, schön. aber irgendwie das passen, Florian. Tu dich nicht aber. Mich wundert's nicht. Mich Warum? wundert's Warum? nicht. Weiß ich nicht, schau dein T-Shirt an. Arschloch. Was bist du so? Weiß ich nicht, ich bin halt. Weiß ich Du nicht. bist Teil Er ist auf Krawall gebürstet Ja, ein halt, bisschen, ne? bisschen, Er ist auf Bock Krawall auf Stress gebürstet. ein bisschen. Gut. Okay. Leiternamen. Ja, komm ich mal in 40 Grad Mädels. Gut, so 49 geschlagen mit der Haut. Hoffentlich musst du die Schweiß umeinander, dass du einen Bandscheibenvorfall kriegst. Bleib bei Snoosen. Dass du nur das nächste Mal krank bist wegen dem Kreuz. Ja, das Thema haben wir auch gehabt. Darf bei Und dann, Snooze dann bin ich... Nimm nur so ein Gewichtheber gut mit, gell? und die Ja, genau. Und dann Die Hebedinger. nimmst du so einen Eimer Kolch mit. So, wo ist jetzt die Schwere, die werfen soll? da haben wir jetzt beim Schiebst die Thema. Fette durch dreifach tun alle. Jetzt stell dir mal vor, das sind 40 Kleid. Also jetzt nicht mal von Garde ausgehen. Oh Gott, wenn die das herrlich, wenn so Die gingen im Stechschritt durch und und jetzt singen. stell dir mal vor, die haben, da haben Also, jetzt, sag ich mal, von denen, wenn da viele Mädels sind und eine von denen ist dick. Wenn du mit der was hast, anstatt mit den anderen, ich glaube, die strengt sich auch am meisten dann an. Also du hast da so... was dann passiert, glaube ich? Dass die anderen 39 so hart scharf auf die werden, dass alles zu spät ist. Ja, weil der fickt sogar die Das Dicke. war wahrscheinlich gar kein schlecht, das war gar kein dummer Move. Du musst die von unten nach oben arbeiten. Ja. Oder praktisch, wenn die. Ich glaube wirklich, da haben 40 Tussis, eine schärfer wie die anderen. Dann ist da die Wir kleine reden da Fette. nicht drüber. Da ist die kleine Fette dabei. Ja. Und du packst da die kleine Fette und so, Gleich- dass alles eng. Gleich im Probetraining am Scheißhaus. Ja. Instant. Gleich voll Das war rein. generell gemeint. Ja. jetzt. Das war nicht auf die... Ja, auf ja. das, Ja. das Du machst sofort den, Und den ich schwöre Bowling-Kugelgriff das ist dir hier. bei unangenehm. Gott. Ist das Ich schwöre dir bei Gott, die Wenn das 39 die falschen anderen Leute- sehen das, merken das und haben alle rattenscharf. Die rutschen auch wie ein Hund zu dir Richtung Klogelände. Ja. Die rutschen übers Gesicht um mich so. Ja, genau. Da ist Face-Sitting extreme. Fucking guarantee. Das war jetzt Queening, nur sagt man dazu, aufgezogen, Mann, Queening. das ist unangenehm. Queening nennen sie Face-Sitting, ja. Und wie gesagt, übt den Bowling-Kugelgriff, wenn es das auffällt. Nein, Florian, ich setze mich nicht auf dein Gesicht drauf. Ach, wieso? Okay, dann hol ich die Dicke wieder. Ja, gut, dann mach sie. Okay, dann ich. Ja, dann ich. Aber ist das dann so hoch jetzt? Weißt du, was, Jetzt mal muss das so was der machen. geilste Witz jemals war? Du gehst jetzt da 2 Jahre lang richtig regelmäßig hin, So lang gleich? lernst dir die Scheiße richtig. Nein. Und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr im Fasching gehst du in dem Auszug mit und wenn du die erste so in den Tee hebst, unterm in den Teewerfer, dann fangst du es wieder. Ich mache ein Video, mach mal TikTok draus. I predict 5 Milliarden Aufrufe, Alter. I fucking predicted. Haben wir es durchgespielt, haben wir es dann. Dann haben wir TikTok durchgespielt. Ja, haben wir es Dann durchgespielt. haben wir das Bierger-Talk.
Dann machen wir Bürgertag. Bürgertag. Big Talk. TikTok machen wir dann draußen. Geil, Alter. Das ist der geile Sniff-Talk. Ja, weil jeder einen Ständer kriegt, wenn er das sagt. Ja, das ist das Ziel dahinter. Ja, geil. Bowlingkugelgriff und Schnuffin. Die zwei Sachen, wenn du machst, dann bist du der Das ist der Chef. dritte hin. Ja, egal. Ja. Je nachdem wirst du es halt. 2 in the pink, 1 in the stink. Ja, aber das sind der Bowling, da geht das noch nicht. Ja, aber das passt doch. Ah, ja. Du kannst da dran dahin, weißt du, kannst du schauen. Mit Gewalt schnell. Du musst ja nur schauen, wie beim Schrauber, bis er einrast. Ja, eben. Die schwitzen ja wahrscheinlich vom Tanzen recht, der rutscht davon sowieso, ey. Das ist aber Du gleich musst ja geil. vorher einfach auf den Hintspann. Ja. Ach Mann, ey, das ist so unangenehm. Heute ist wirklich eine unangenehme Folge, aber irgendwie habe ich Spaß. Unangenehm. So, was haben wir sonst noch asoziales? Warum- Ja, hoffentlich sehen die das. Warum findet man das unangenehm Ja. jetzt? Ich finde das ein ganz alltägliches Aus der Scheiße kommst du erst wieder raus, wenn du alle 40 mindestens einmal weggeflammt hast. geäfert hast. Ja. Und höchsten Respekt, wenn du dabei das T-Shirt auch hast. Ja. So, anderes Thema. Bis Auf zum jeden- Artstrich. Bis zum Artloch. Traust du nicht? Na, Tu es. ich mach's ja auch nicht wegen den Frauen. Weil da sind ja auch viele Männer dabei. Viele. 6, 7, 8. Von 40 sind 6 Typen. Ja, und dabei. davon sind 2 Die 6 Schwule, wäre von glaub die ich. 40 wahrscheinlich der eine, hey, nimm her, ja. Hin und her. Ja, hey, das war das. Ja, mach ich schnell, heftig nicht. Ja, ich habe schon das Zitat gehört, das ist ein Liebesnest. Das glaube ich schon. Das ist wahrscheinlich eine Kommune ins Geheime. Hält das Geld ist das wahrscheinlich. Zwei Dimensen da drinnen. Geht's so wie die. Schönes Thema, ja. Total schön, ja. Ja. Toll. Sagt ihr, kennst du dieses Cheerleading bei den Amis und Ja. so? Das gibt es bei uns so gut wie gar nicht. Ah, ein bisschen doch. Ja, Aber nur natürlich so- gibt es ein bisschen so, aber bei denen ist ja das da hinten volle Kanone, der Shit so. Ist aber auch geil so zum Anschauen, was die da so alles machen. Wenn es richtig krass gut ist, ist halt natürlich eine athletische Leistung eine richtig krasse, ja. Das ist schon richtig, aber da kommen alle bloß um die Weiber zum Schauen. Sagen wir es, wie es ist. Also, es ist. Na. Wir haben heute schon bei, wo waren wir? 3 Stühle, ein Haus. 3 Stühle, Frauen ein Haus, Ständer. bist du dran? Ich 3 schau die, Stühle, ein Frau Ständer. Maas, du bist halt dran. ich schau die scheiß Brunzen nicht an, wenn sie umeinander cheerleaden. Ja, gut. Macht Wenn ich weiß, wo geil möchte, dann geh ins Puff-Kruzifix. Da kann ich wenigstens einfach. kostet nichts, das ist langweilig. Ist mir scheißegal, da krieg ich wenigstens was dafür. Das stimmt. Die Dass wenn ich dann auf der Tribüne stehe und denen zuschauen, wie sie umeinander fliegen und dann heimlich fetten, dann krieg ich wieder Hausverbot. Ja, mein Gott. Irgendwann muss ich sauber zu weit wegfahren, damit ich kein Hausverbot No habe. risk, no fun. Stimmt auch wieder, ja. Ja. Unter der Tribüne beim Schleidern zwischen die Füße von den Leuten. Und wenn du das heimlich machst, dann bist du dann kriegst du kein Hausverbot. Du bist jetzt blöd, dass du versteckst, die kann nicht helfen. Ah. Du musst es einfach in Du der... hast einen Fehler in deinem, Musst es einfach in der Auster Vorgehen lassen. entdeckt. Ja? Bin da was ganz Heißes auf Ja. der Spur. Muss man in Zukunft kaufen wir so einen 5XL Kapuzenpulli bis zu die Knie runter. Und dann kann ich dann hinter, dann tue ich mein Ärmel so vorne in das Fachlein. Und mit der anderen Hand bin ich dann unterm. Oder du ziehst immer dein Koktopus-Kostüm an und machst aus einem Penis machst du eine kleine Taschenmuschi. Das sind aber. Ja, tot. Dann Der wird ist ja auch nicht dick, ne? Ja, der verliert jetzt seine Schwänze schon langsam. er ungern schon. Ja, deswegen, aber das, Kann der dann schaut da raus und dann kostet er ein bisschen... Und der Koktopus hat dann halt ein bisschen Tintin. Ja, ein bisschen aussieht. Tintin. Also man weiß Tintin, upsi, falsch nachgefüllt. Übernehmen, oder? Die leicht zum Faulig, das ist ein Jetzt hab ich Geheim. ein Tintit. Geheim. Oh, jetzt habe ich mir ein Tintin. Geheim-Tinti. Ja, ich schaue auf alle Fälle, ob ich mein Secret Fab ein bisschen verbessern kann. Das Game ist, da bin ich noch nicht gut. Falls ihr Tipps habt. In Ja. die Kommentare. Ja. Stimmt. Gäb. Stell mir mal die Zuhörer und Zuschauer irgendeine Frage. Stell eine irgendeine Frage, Flo. Irgendeine. Auf der Skala von 1 bis 10, wie heiß findet ihr Kani? Jeder, der unter 11 Fürst- schreibt, ist ein Fotzenhobel. Ja. Jeder, der seine Tastatur zusammentrischt, kriegt von mir Nein. Jeder, der drauf fappt, kriegt von mir nein. Und ein Foto macht und. Aber es einen müsste auf, Flo schickt. es müsste auf das Beitel von der letzten Folge fappen. Das stimmt, da gehört wirklich einmal gefällt. Und mit tollen Battle- Taten. Ich kann mich nur wiederholen, oder rasiere nie mehr wieder dein Board. Das war keine Absicht. Leck mich am Sack, Da Alter. war eine Hochzeit und ich wollte mich noch ein bisschen zusammenrichten, gell, und ein bisschen hier rasieren und dann vergieße ich den Aufsatz vom Rasierapparat und vor einmal so und dann so 5 Minuten Schockstarre vom Spiegel gestanden. Hätte ich nicht hingeholt, sag ich. Weil ich hab nicht gewusst, was ich da soll. Dann haben wir Wollen doch gesagt, zweimal genauso, die rasieren sich auch ein Tor aus dem Gesicht aus, dann wollen sie mit dem Edding wieder hin. Wie dumm ist das eigentlich? weil ich geil Ja, ist, was ist das für eine dumme Scheiße? Was? da so einen Strich ausrasieren und mit einem roten Stift und mit einem Aber jetzt werden sie ja gegelt mittlerweile. Ja, geil. Ja. Was wird gegelt? Ja, die Augenbrauen Augenbrauen, die werden gegelt. Warum? bei den Frauen. Ja, das Beste, das Häuten. Hä? Ja? Weil, weiß ich nicht, fallen die runter, sonst, was meine ich, fallen nicht Na, runter. weil die Hand dann nicht so, sondern die machen es dann so nach oben so.
Sag mal, was ist denn mit So den bist du. Weibern eigentlich? Ja? Was ist denn mit denen eigentlich? Ich war- Wir haben heute mit Frauenhass begonnen, dann machen wir gleich weiter. Fotzen. Was ist denn mit denen? Entschuldigung. So schön aus dem Nix gekommen, hab ich mich nicht auskennt. Nein, jetzt haben wir kurz Wasser wieder Aber ausgespielt. gut, ich hab kurz, mein Hirn hat kurz 2 Sekunden gerennt, so, so wilde Modengeräusche. Hat er nicht gesagt. Der spinnt wohl. Ja, ohne Schmarrn, wer kommt denn auf die Idee, die rasieren wir jetzt weg und dann malen wir sie? Ich- Ja, aber wieso? Geld verdient. Mit dem Kajal und mit dem Rasierer. Aber Ich sag das Shindy, ich kann's leider nicht Dann zitieren, aber ist wurscht. Mach das alles nur für die Frauen wie Maybelline. oh, wer ist Maybelline? Das Zeug meinte man zum Schindler. Er hat gesagt hat, rettest du ein Leben, rettest du die ganze Welt, aber das war was anderes jetzt gewesen. Schindlers Liste? Ja, natürlich Schindlers Liste, aber ihr redet von Maybelline, von einem Kosmetikhersteller du fürs hast Fotzen. Du hast vom Shindy geredet. Shindy ist Weiß ich nicht. Hüpfler. Nicht Shindys Liste. Shindys Liste. Hab ich nicht gewusst. Shindys Liste, ja. Shindys Liste Du nur. den Film auch keine Witze, da muss Die ich rettet Rap nicht das Leben. Alter. Shindy kann ich gar Es ist aber genauso wie dieses Phänomen. Was kennst du Shindy nicht? Na, Super. ein bisschen. Nein, im Ernst jetzt? Ja, ein bisschen. Nicht, bist du Vollidiot. Ich kenn aber einen Shindy nicht. Nein, kenn ich nicht. Das verstehe ich nicht. Na? Ich kenn nur Lanze. Super, ich kenn Screwdriver. Den saufe ich gern. Echt? Nein, Wollte ich gerade habe sagen. ich glaube ich auch noch nie probiert. Werden wieder Fehlinformationen Ja, gestreut. das ist Klassiker. Klasse. Hey, gar nicht, du saufst ja gern Screwdriver. So ein Scheiß, was soll das? Kriegst du in Zukunft, wenn dir irgendein Fetter wieder erwischt. Ja, Erstens kriegst du den nicht hin, dann stellt er bloß einen Screwdriver hin. Ja. Sehr schön. ist aufgehoben, doch, sauf. Aber das ist genau dasselbe Phänomen wie Frauen, die sich die Lippen machen lassen. Ja. Du Homo. Hat schon mal jemals jemand zu einer Frau gesagt, die sich nicht ihre Lippen machen hat lassen, dass sie hässliche Okay. Lippen hat? Ja, immer. Nein! Also, Wie, dass mir ihr direkt sagt, deine Lippen schauen aus wie behindert. Das Ja, sag ich nein, schon ab und nein, zu nein, einmal also nur, laut bei, was, ja, nur bei denen, die wo vielleicht, wenn du die Lippen nein, machen lassen, wie schaust du nur bei das? denen, die es da machen lassen. Da sagst du, boah, schon die Scheiße aus. Aber nie, also ich habe noch nie jemanden gehabt, wo ich gesagt habe, bei einer Frau, die sich nichts an den Lippen machen hat lassen. Wo hast du schöne Lippen? Nein, da sage ich nicht, dass ich schöne Lippen habe, aber da denkst du dir nicht, boah, sehen die scheiße aus. Aber wenn du dir die machen lässt als Frau, dann finde ich schon, dass du öfter denkst, boah, sehen die scheiße aus. Ich wüsste, glaube ich, kein einziges Beispiel nicht, wo das irgendwie gut ausschaut. Ah, das Problem ist, du Weil siehst- die immer übertreiben irgendwann. Warum Weil- ist denn das so? Ich weiß aber es ist nicht. oft so, dass es ist oft der Fall, dass die das machen, aber du kriegst es fast nicht mehr mit. Also die pushen die nur ganz leicht mit Hyaluron und sowas. Ja, das meine ich jetzt auch gar nicht, sondern ich meine halt wirklich, sobald diese das merkst, schaut scheiße aus. Da Ja. gibt's keinen dazwischen, also sobald ich merke, da ist was gemacht worden, scheiße. Ja, vor allem, was sind Lippen ohne irgendwelche Falten? Was soll denn das? Schön. Ja, und vor allem das ganz krass übertrieben, wo halt Ja, wirklich ein verdammt Schlauchboot. Schlauchboot ins Ja. Maul eingesteckt hat. Was ist das? Und die meinen halt wirklich so, ja, das ist geil, das mach ich, da gib ich dir Geld dafür, wenn du das so machst. Ja. Da die auch machen. Also die Lippen, da die auch machen für Geld. Ja gut, du machst das auch, ja, aber Ich werd's auch selber... Wir haben aufspritzen. eigentlich irgendwann die falschen Dinge eingeschlagen. Wir hätten Schönheitschirurg werden sollen. Das stimmt, Alter. In jeden Malibu. Scheiß mal. Ich dachte, dass ich ein Implantat in den Arsch einpflanzen, Brutal. dass du nie wieder in ein Flugzeug Ich dachte passt. einfach, Das ist geil, Alter. ich dachte einfach einen Spacks mit rein da in die Oberlippen. Zuerst alles aufpumpen, irgendwann Also das Spacks ist- rein und wenn es dann irgendwann nachlässt, dass dann auf einmal das Zeug ausschaut. Was Ja. bist du da kaufen dann? Da habe ich erst vor kurzem, die Woche glaube ich irgendwann, ein Beutel gesehen, do you recognize her? Und dann ist da ein Beutel von der Megan Fox. Und Megan Fox war wirklich zu Transformers Zeit wirklich scharf. Holy shit, war die scharf. Die hat Transforming noch ein bisschen ernst genommen. Boah, leck schaut die aus. Ja, oh, die jetzt nicht, wenn ich das Beutel, ich hab's nicht gedacht, das, wenn ich da jetzt sagen darf, keine Chance, das ist Megan Fox natürlich. Also überhaupt nicht, das weiß auch nicht, was du Ja, ich hä? Ich kenne es halt jetzt aktuell noch vom Machine Gun Kelly praktisch. Megan Fox? Wann war das? Die haben die nicht nur zusammen sogar, Machine Gun Kelly. Und wie? Die haben doch da geheiratet. Kennst du die Story? Oder sich verlobt mit Eigenblut Seitdem und der so. Eminem- Wo sie Eigenblut getrunken haben und so Sachen. Warum? Aus irgendeinem Schau dir mal an Ritual. Machine Gun Kelly, ja, was Ey, ist mit dem? Na, der hat sie mittlerweile, hast du gesehen, der ist ja wieder komplett, der ist jetzt komplett schwarz Der tätowiert. Eminem hat ihn so dermaßen kaputt gefickt, dass er jetzt ein Teenie-Pop macht. Ja, Aber Machine Gun Kelly ist verdammt stark und sagen, was du magst. Alive. Und der hat jetzt seine kompletten Tattoos, die hat er sich jetzt wegmachen lassen. Der hat jetzt komplett schwarz gemacht. Von hier weg, über den kompletten Oberkörper. Oberkörper. Schwarz T-Shirt tätowiert. Und, ja genau. Ja.
Und da hat er noch ein Vollidiot. Kreis drin praktisch. So, Kann man gleich weiß T-Shirt mit komischen Kram ziehen, oder? Das ist umeinander laufen. kann ich. Ich bin so froh, dass du wieder dabei bist. Silk. Das war so angenehm letzte Woche. Ja. Nein, was gar nicht. Ich bin 3-mal eingeschlafen bei der Folge. Ich bin so froh, dass ich nächste Woche in der Garde bin und nicht bei euch. Du, wenn du dann nicht mit den Ultra-Geschichten zurückkommst, hau dir das Glas ins Gesicht. Ich werde. Da wenn du nicht mindestens eine zusammenhaust, bist du raus. Und wenn du es gerade umgrätst, ist mir wurscht. Na, das ist ja Wenn auch du gar einfach nur nicht eine die Intention aufstreichst. dahinter. Wenn du nur eine aufstreichst. Da meine ich beide Bedeutungen mit zusammenhauen. Ich glaube, dass ich nicht so stark bin wie die. Das Ja, kann dann suchst du passieren, die Dinge aus. Ich darf mir auch nicht die Größe nicht mehr. Das möchtest du mit der gesehen haben. Ja, aber das Problem ist, in der Erwachsenengarde, da haben sie ja alle mindestens 18. Achso, du bist in der Erwachsenengarde. Ja, ja. Ah, komm ja auf. Ja, aber wenn Ja. du so 50-jährige Milf umeinander haust, Nein, die haben ja nicht 50. Da ist, glaube ich, keine Ahnung, wie alt das die das ist ja geil, wenn du Vielleicht 50-jährige 30. aber Leute da drin umeinander wirfst, machst du zweimal, dann brichst du das Kreuz. Schade. Hupsi. Tick war einfach, Wir haben jetzt voll alte Leute, das weißt du schon. das stimmt. Kenn ich weiter. Ja. mit der Rentenerhöhung und Co. Aber jetzt leben Gibt's eine wir. Rentenerhöhung? Weiß ich nichts so. Na, Rentenerhöhung. Das Irgendwas- Rentenalter wollten sie jetzt noch nicht erhöhen, aber. Ah, noch nicht, ja, nichts Noch zu nicht. Nein. Ja, nichts. Ja, und ich hab auch gerade eine Schlagzeile gelesen, dass irgendwas an der Rente mauken, um mehr Sicherheit auch für die jüngeren Ja, Generationen die wollen das zu Geld jetzt garantieren. anlegen. Aber Das habe ich auch Aktien, gehört. ja. ich hab's nachgelesen dann, genau. Ja, Das, in ist, das Aktien. haben sie aber, glaube ich, auch schon öfter mal da, oder? Das passiert ja immer Ja, und die wieder. mal. Nachrechnung ist ja auch fantastisch. Ich weiß nicht. Also wie, dass du jetzt später irgendwann zahlen musst. Also eigentlich kannst du dich nicht mehr auf deine Rente verlassen. Eigentlich musst du wirklich jetzt dein Geld schon anlegen, weil sonst verlierst. Ich leg im mir Geld Alter. im Bier an. Hat schon der Onkel Tom gesungen. Das ist wichtig, weil dann brauchst du keine Rente mehr. Genau. Ja, deswegen rauche ich einen Dampf, dann brauche ich keine Rente mehr, richtig. Ja? Das hat unser Bleib- Berufsschullehrer immer gesagt. Er hat gesagt, also ein richtiger Deutscher hat gesagt, der raucht einmal, weil er während der Lebzeit einen Haufen Steuern an den deutschen Staat zahlt und er fragt früher nur, dass er kein Geld mehr zurückkriegt. Ja, das passt ja, weil sonst zahlen da keiner Steuern, außer die rauchen. Genau, Das stimmt. genau. Das war weise Worte eines weisen Lehrers. Der was ich weiß. Haben Lebt er Sachen noch? gesagt. Raucht er? Keine Ahnung. Langweilig. Keine Ahnung. Habe ich lange nicht mehr gesehen, müsste ich mit dem Berufschef fahren und sagen, servus. Aber in der Berufsschule sind wir die Leute alt. Heute haben wir so richtig. Von ganz unten bis ganz Keine- oben alles dabei. Keine Ahnung, heute ist so richtige. Heute schwebt, Kannst du irgendwie durch so jede der, Generation fehlen, wenn du Bock hast. heute schwebt der Onkel Werner irgendwie über der Folge. Ja, schon ein bisschen. Ja. Aber der Onkel Werner hasst nicht Frauen. Doch, weil er mag ja nur Kinder. Und deswegen hasst er ja Frauen nicht. Sagt der keiner, dass er es hasst. Nein, Nee, das nicht Wird hasst. Schweiz, der ist neutral. Gegenüber Frauen ist es neutral, weil die liefern ihm das Material. Stimmt. Kannst du dir den Babyroboter kaputt machen? Irgendjemand muss Kannst du- Frischfleisch hernehmen. Da kannst du die Wurfabrik nicht Alter, zusammenhauen. keine Saat an der Grenze wieder mal. Ja, das ist ja schon lange mal wieder Zeit, Mann. Ja, Ja, das hilft nicht. Naja. das heißt machen. Nein, das hilft nicht. Das heißt machen. Sei es was sei, Naja, wenn sonst es bleibt es monetarisiert wird, dann Ja. brauchen wir halt einige Spenden. Stellen wir Spendenbox auf nächstes Mal. Ja, Ja. das ist der Vieri. Ja, Scheiße eine. da hast du die nicht. Ich putze meinen Arsch wieder an der Kante. So. Das ist ist schön. Was ist das? Für ein Scheiße. Schön, schön da, das glaube ich tut sicher voll gut. Der Tisch, der ist so geriffelt und wenn du jetzt da genau deine Ass-Cheeks da rein tust und dann da so viel rubbelst, das ist mit Sicherheit geil. Vielleicht weiß triffst du nicht. nur einen G-Punkt. Es ist ja nicht scharfkantig, sondern es ist. Ja, ich Ja, glaube, das dass ist das richtig stark ist. Ich glaube, dass das echt angenehm Kann ist. die haben. Vielleicht auch da so über die Rundung drüber so. Also, wenn ich das jetzt so mache, dann Ja, ist das- mein Arschloch tropft schon. Ja, passt. Braun oder? Okay. Ach du Scheiße. Wie lange müssen wir noch? Habt was gehört von Sweet Baby Inc. Mir ruft gerade jemand an, warte mal schnell. Sagt dann? Nee, ich hab weggedruckt. Ach, war bigger than Mom. Ja. Für die habe ich einen Pager, die ruft mich nicht an. Am Gürtel, am, Ja. am Na, Bauchtasche. das ist mir gar nichts tatsächlich. Was, Baby Inc? Sweet Baby Inc. Hast diese? Mitgekriegt? Nein? Es ist, da die Pause gefunden, das ist eine Firma, die, wie erklären das jetzt, das ist wieder gefährliches Halbwissen, aber ist mir jetzt wurscht, haben wir schon mehrere Scheiße erzählt. Das ist eine, Alles von dir. es ist mit eine Firma, Fakten die hinterlegt. mit großen Spieleentwicklern zusammenarbeitet und denen Woke-Bullshit aufzwingt. Und die Chefin davon, oder es ist der CEO und die Co-Founderin davon, ist eine farbige, junge Dame. Und die hat auf der GDC einen Vortrag gehalten. Was ist die das GDC? Ist Game Developer Conference oder irgendwie Irgendwie sowas. so, ja. Und da hat die umeinander gelabert, wie man diese Entwickler dazu kriegt, ihnen, dass sie kriegen, was sie wollen. Da gehst du mit denen zum Kaffee trinken und dann drohst du ihnen so lange mit Konsequenzen, bis sie tun, was du willst. Bis du bekommst, was du willst. Ja, aber die haben da so blöd. Und O-Ton, Zitat,
ihr Ziel ist es, weiße Männer als Charaktere aus den Spielen zu tilgen. Und da sitze ich dann da und denke mir, Freunde der Sonne, das ist der Rassismus in seiner reinsten Form. In seiner absolut reinsten Form. Und da sagt keiner was. Das ist für schon hart. Und jetzt gibt es einen Brasilianer. Aber Rassismus geht nur von weiß nach schwarz. Andersrum, andersrum gibt es das nicht. wollte ich damit sagen. Ja. Sorry. Und jetzt gibt es Steam-Gruppen, die hat mittlerweile fast 200.000 Mitglieder. Steam. Die heißt einfach nur Sweet Nur Baby Männer. Inc. Detected. Der listet auf Steam alle Spiele, wo die einen Griffel drin haben. Und du kannst dir Gruppen folgen, dann sagst du automatisch, wenn du das Spiel schaust, blub, haben die einen Griffe drin, kaufe ich nicht. Wenn du da eventuell Wert drauf legst. Unter anderem Spiele wie zum Beispiel Suicide Squad. Das glaube ich aktuell 260 Spieler hat. Ja, das ist sauber abgelutscht. Ja, weiß ich, vielleicht sollte man sich mal darauf konzentrieren, ein gutes Spiel zu machen, statt diese Woke-Scheiße überall einzuprügeln. Wobei du aber Suicide Squad, glaube ich, gar nicht hast, oder? Die Figuren sind alle normal, oder? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, welcher Teil, ich habe nicht so weit nachgelesen, was für Teil in Suicide Squad da mit dem Woke-Prügel Ich glaube, das Hauptproblem bei Suicide Squad ist eher die Aufmachung von dem ganzen Scheißtrick, was da Es ist einfach ein Bullshit-Spiel. langweiliger Scheiß, den du auf 10 Minuten durchgespielt hast. Du kommst zwar dann kein Abspann, aber du hast das im Prinzip durchgespielt. Ja, du hast dann anscheinend nur ein Endgame, das aber auch furchtbar langweilig ist und... Ja, furchtbar schlechte Scheiße halt. Und das ist Wobei die komischerweise Storys ja an sich gar nicht so schlecht sein, hab ich gelesen in einem Test. keine Sekunde damit befasst. Ich habe die Aber- Wertungen gesehen, ein paar Kommentare Ja. gelesen, aber denkt, alles klar, Alter. Die 10 Stell dir Stunden vor, investieren also, will, wenn sie so einer kauft hat und leidet es mal aus, dann sage ich, okay, jetzt spiel es schnell, weil es angeblich in dem Arkham-Universum spielt und die Spiele habe ich auch gespielt. Lieber bringe ich mich um. Aber- weil ich da 5 Minuten Traust du nicht? Zeit verbringen. Nein. War bloß so gesagt. Ja, Wieder nichts mitgekriegt. Langweiler. Meine So Güte, im nein. Sackel. Ja. Meine Güte, nein. Und jetzt warte ich bloß noch drauf, bis man herausfindet, dass die einen Griffe in Serien und Filmen haben. Ich glaube, Wie die, ist haben, die ich glaub, Baby die haben in sogar... Sweet Baby. Ich glaube, die haben sogar ihre Griffel bei Bibo drin. In ihrer Vogue-Scheiße. Wo beim Bibo? Mit dem Little. Was ist denn der Vogue? Bei was? Behindert. Nicht Vogue, aber... Ach Mann, ich wollte einfach nur drauf raus, Dass wir jetzt sein über den Biber Stil- sein neues Lied reden. Ich mag eigentlich Geändert nicht wird. schlecht über den Biber seine Sachen Aber reden, der überhaupt Stil nicht, weil er so passt nicht. viel sagen, aber das passt. Also Der Stil passt in nicht. jedem Das hab ich noch Album, in jedem Album Holzquarz. legt er, Aha. in jedem Album legt er einen Stilwechsel hin, einen ganz krassen sogar. Das war Mhm. zu, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Album aussieht. Es gibt nichts Besseres, wäre was Gutes. Ja. Und das davor, das war wirklich noch sehr based Rap einfach. Das war einfach geil. Wir halten für den Urvater Ja. des bayerischen Raps so ein bisschen, muss ich sagen. So der Hans Zöllner der Neuzeit. Und dann hat er irgendwann angefangen mit Ahos, Katz. Und also knockert im Wald das ist auch und witzig. so. Und in seiner pinken LSD-Hosen und der Minzi im Kerbeutel drin und so. Da habe ich gedacht, oh lecker, jetzt wird schon grau. Ja, geil. Aber irgendwo ist schon noch geil, Ja, er hat schon ja. noch diesen Rap-Einfluss gehabt und so. Und letzte Woche sagt mir, bevor wir aufgenommen haben, sagt er, hör, das ist ein Biber sein neues Lied schon. Ich hab gesagt, nein, was für ein neues Lied? Ja, du der eine heißt Once noch oder so, oder? Once, glaube ich, ja. Once. Und dann geht der eine und dann, ich hab das noch mitgekriegt, weil sich der Biber vor Jahren hat er angefangen, Gitarren spielen zum Lernen. Und das hab ich mir gedacht, ja, cool, das passt richtig Das war am gut zu Anfang dir und richtig, so. also richtig gut. Und dann fängt das Lied so an mit gut gespielt und gut gesungen. Er hat fast gesungen. Ich hab gedacht, leck mir Du am hast Arsch, direkt den gell? Ohren Hab gekotzt, jetzt so. nicht erwartet, aber gut. Und einen guten Refrain und so weiter. Und auf einmal macht es einen Klack und es kommt auf totale Techno-Musik und es eskaliert komplett. Aber- Und ich bin da gedacht und denk, wow, leck, Alter, wie kannst du das Lied so kaputt machen? Boah, bist du völlig narrisch, Alter. Also entweder ist gezielt, mein Gott, ich kann überhaupt nichts damit anfangen, ganz ehrlich, das ist das schlechteste Lied von ihm, was ich jemals gehört habe. Okay. Ich meine, Alter, das ist ja kein Lied, nicht, das ist, Alter, was hast du denn da denkt? Das macht zwar den Rest nicht schlechter und nichts, aber das bitte nicht so weitermachen. Das ist wie wenn du Please 10 don't. Kilometer laufst und so 2-3 Kilometer hast du den besten Pace, den du je gelaufen hast. Vom und Haut dann weg. hast Du nicht pass ich genau, da aus und haut dann nicht aufs Maul. genau, oder du kriegst einen Schlaganfall, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ja, das passt Das überhaupt war nicht. irgendwie... Ich hätte mir da noch gelernt, bin gespannt. Ja. Da geht's gut, der allgemeine Textinhalt an sich in der guten steht, das wechselt dann wieder von dem Techno ins Gitarrenspiel, und ist dann wieder, das ist eine gute Melodie und so weiter. Der Text ist halt, wir haben alle noch gesucht, geht nicht um Bier saufen. Ist jetzt nicht Ja. ist jetzt nicht der Literaturnobelpreis verdächtig. Ja, knapp. 1, 2, 3, Deswegen habe ich so eine kleine Hoffnung, dass er mit dem Inhalt des Textes auf Bauernfangerei geht. Und es kann ich mir gut vorstellen, dass das eventuell die Absicht ist, dass man dass sich das die Jugend im Bauwahn gibt.
Das kann ich verstehen, aber bitte, Oder lieber der Bibo. Flocke im Auto. Oder der Flug im Auto. Hab ich aber wieder aus meiner Playlist. Bitte, lieber leider. Bibo. Nicht einmal dafür hat's dann Ich glaube, ich weiß nicht, ob er mich, ich glaube schon, dass er weiß, wer ich bin, aber bitte, lieber Michael, nicht ein ganzes Album so machen, bitte nicht. Ja, schon. Ah, Mach ein Söllner-Album lass mit der das am Gitarre Anfang, und so, das lass das am passt Anfang richtig. weg. Ja, genau. Ich Aber möchte nur Lass wenigstens den scheiß schlecht gesungenen Anfang weg. und dein Gitarrenspiel erst Genau. auf. Genau, lern's erst Ja, mal. ausgefälligst zu. Nur fetten bayerischen Techno. Ja. Geil. Nein, da war ich richtig schockiert, Alter. Und dann hört der Techno-Teil wieder auf und ich so, oh ja, Alter, das ist richtig, Berg ist Berg. richtig zum Miet und richtig später richtig gut und so, hat er sicher auch selber eingespielt und so weiter. Und dann auf einmal wieder, Ich finde, es passt halt auch nicht. Ah, in- was sind meine Teile? So hört das nein, nicht das aus. ist fair, ja. Ich meine, dass da sehr viel wie soll man das jetzt sagen? Reichweite. Nee, nein, nicht Reichweite, dass seit dem Album mit Hosa Katz, seit dem letzten Album halt, da wo er in der Wiesen drin hockt mit seiner LSD-Hosen, oben ohne, und sich überall knockert fotografieren lässt, im Wald hinterm Baum Aber und im witzig. Bayern. Natürlich ist es geil. Das ist ja witzig und geil, und das hat gerade noch passt. Das war genauso on the edge, dass nicht zu viel und nicht zwingen, Ja. aber Leute, das, wie ein Minzi im Kehrbattel drin, mit dem Kiste, das ist der etwas festere Glatzkopf von dem. Kiste. Und er, der Kiste. Und das Video allein schon, wo es dann in den Kopf ins Minzi-Kerbe einstecken und so, dann hocken lauter halb noch die Tussen mit einem Katzenkopf drin. Hey, wie ein Minzi im Kehrbeutel drin. Da haben wir schon gedacht, Alter, was habt ihr euch denn da eingeballert, wie es die alle lecken. Aber das war doch deine geilste. Aber es war richtig gut. Es war anders, aber gut. Ja. Da ist ein bisschen zu viel psychedelische Substanz, glaube ich, gedüdelt worden. Und es ist ja auch offensichtlich. Dass das Üble Nachrede. Anzeige ist raus. Ja, ich stelle mich knockert mit der LSD-Hosen im Wald ein, und wenn dann irgendjemand auf die Idee Ja, aber kommt. nur weil er Ich so glaub, eine Hosen noch Ich hat. glaube, dass der schon mal Schwammerl gefressen Wir hat. kennen doch auch Leute, die sich mit schwarz-weiß angemaltem Gesicht im Wald im Baum fotografieren lassen. Ja, genau, die stehen dann daneben. Er steht knockert im Wald drin. Genau, fettes Kontrastkino ist das im Wald. Gehst bei uns im Wald aus, fettes Da findest du Kontrastkino. alles, da findest du alles. Das ist krasser als Arthouse-Kino. Ja, aber so, bitte nicht ein ganzes Album. Aber mit der Gitarre, hau voll rein, das ist taugt richtig gut, das kann er. Das kann er, glaube ich. Ja. Wenn er das Level halten kann, das ist auch nicht ganz einfach, muss man auch sagen. Bin ich gespannt. Da muss man auch jetzt dann. Ich weiß ja gar nicht, ob überhaupt ein Album daraus dann entsteht, weil, Schon lange nichts mehr gehört von Bibau. ja. Na, ist er. Der glaube ich spielt jetzt auch, jetzt am 8.3. glaube ich, spielt er sogar mit Monaco Franzi im Backstage. Der spielt immer wieder mal, spielt der. Immer wieder sage ich mal, der ist da. Ich Weil da wollte ich nämlich Letzte hinfahren, Woche in aber Eichendorf, oder? habe ich die Kartencode. Das ist vielleicht damit durchgefahren. Und hat gesagt, hey, da war ich gewinnen. Okay, bye. Aber da war ich hingefahren, wenn ich direkt auf den Kamm war, dann hätte ich mir einen Monaco Franzi mit dem Bibau angeschaut. Zminker. Alter. Wir waren mal im Boogaloo, da hat der Biber mit dem Liquid gespielt. Boah, das hätte ich auch gern gesehen. Nichts erwartet, sage ich ganz ehrlich, ich hab schon das Zeug kennt oder so, aber richtig hart feiern tue ich noch ein, zwei Lieder. Dann kommen die auf die Bühne und reißen das scheiß Haus ab. Ich hab mir gedacht, boah, Ja, sofort. leck, Alter. Da hab ich nicht damit gerechnet. So eher der gemütliche Langz oder die Bombenleger und halt Ja. der Schwarze, den nicht zulässt, dass er jetzt mit einem bayerischen Dialekt daherballert, dass das gibt's Ja. das. Und dann kämen ja, das war richtig schön. Das hat sogar der Biergering gefallen und die kann mit Rap überhaupt nichts anfangen. Das war schon geil. Ja, live ist auch immer mal ein bisschen was anderes. Hab ich da, und in Live dem ist Moment, live. in dem Moment habe ich mich hineinverliebt. Das war schon ganz geil. Ja, stark. Das war genauso wie bei Dicht und Ergreifen, wo sie in Landau gespielt haben. Ich kann mit denen jetzt auch nicht so viel anfangen, aber live haben es tatsächlich wirklich Spaß gemacht. Die machen eine fette. Ja, und wenn die da ein Dinger viel ständig oder ständig ab und zu dem Mit Ding Sammlung. da spielen. Kannst nirgends sicher, ohne dass die irgendwo spielen. Ja, Furchtbar. kommst nicht mehr. Ja, Na, bist du und geil das und bin ist keine alles Spenden schon wieder. Da ist ja genau das Gleiche. Wir immer noch sehr oft gefragt, was ich von Dicht und Ergreifend halt, und immer wieder sage ich das Abstand. Gleiche. Abstand. Schlicht und ergreifend Abstand. Ich hasse die Typen auf dem Bild, sage ich dir, was ist. Dennoch erkenne ich natürlich, woher der Erfolg kommt, weil die Sachen nicht schlecht sind. Hey, guck mal, das kommt von dir. Ja. Er ist ein Ghostwriter. Hey, ich hab da so eine Demo und der will euch das sagen. Der Veranstalter super begeistert, Lalelu, ja, freilich, ja, oder rede ich mal mit einer. Und erzählt mir der Huber, von denen ich zwei Kasperl, na, das müssen wir nicht haben, das ist zu lokalpatriotisch. 5 Minuten später schreiben sie Wandertag, die zwei Mongos. Mei. Und dann wird Bürger exposed. wen haben sie dann als Vorband? Der Kies. Der Gies.
Kies von Ringsburg, Alter. Kies von Ringsburg, Alter. Und schmeißt ins Publikum. Lustig. Da haben wir dann Ja, schon das war- herzlichen Glückwunsch. Das habt ihr richtig gut ausgesucht, ihr Trottel. Also der Voreck dieser Kies, das war ganz eine grausame Unterhaltung. Das war ganz Da grausam. redet auch die Bürgerin heute noch davor. Die war nämlich da in der Stadthalle hinten. Das war also Dann wirklich so hast du gedacht, Alter, was war denn das, Alter? 95% von seinem Auftritt bestanden aus Kies, Alter, Ringsburg, Alter, Kies, 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 Kondome, Ringsburg, Kies. Halt's Maul. Das war furchtbar, das war echt Gibt's furchtbar. den auch? Den Kies? Keine Ahnung, ich hab da nie wieder, ich wollte nie Komisch, wieder was damit zu tun haben. wenn ich so das her, ich hab's ja nicht gesehen, leider Gottes, aber wir haben es mehrere Personen schon genauso erzählt. Eigentlich darf es nicht mehr gehen, nein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schade. Hey, wie heißt denn, hast du Album, ja, wie heißt denn das? Ja, Kies. Genau, Kies, Also, wie viele haben da um 12, wie heißt denn die? Kies, Ringsburg, Alter. Ringsburg, Alter, Kies. Kondome live ins Publikum, Kies, Alter, Ringsburg. Wenn Kondome ins Publikum schmeißen, dann auspackeln und den. Oder benutzte. Oder mit Lecher. Hergenommen nicht. Mit Lecher und hoffen, dass dann. Ja. Ja. Wie oft wascht das Beim eigentlich? Kies geht Zeug. Wie oft wascht das eigentlich Kondome in der Waschmaschine? 6-mal. Ehrlich? Ja, ja. Mit oder Aber ohne Weichspüler? ohne. Ohne, wenn Ohne, Gummis. Ja, ich mach's da immer ohne, weil mit Weichspüler traue ich mich nicht. Die riechen zwar danach besser, aber Ja, ja. Aber nein, das ist mir dann nicht wert, das weil ist mir dann auch hast nicht du manchmal wert. schon so ein bisschen porös. Ja, das mag ich auch nicht. Und die Nein, gehen da das- ziemlich ein. Und maximal Das auf. Habe ich jetzt nicht gemerkt, bei mir sitzen es dann immer ein bisschen fester. Und du darfst dann maximal auf 30 Grad. Maximal auf Mal Hand perfekt. Ja, genau. Und maximal auf 30 Grad, wie gesagt. Das kann ich jetzt nicht. Du, gib mir mal einen Kies ein. Kies, Kies. Was ist das da für ein Video gewesen? I couldn't rape her. Guten Rapper. Mega. Auf YouTube, ja. Ja, hallo, man hat jetzt Videos mit Arschloch und Vagina in Ja. Wachsung. Mir wundert nichts mehr. Das ist vielleicht schon krass, dass das einfach durchgeht. Nee, ist ja ein Lehrvideo, so wie unsere Podcasts, die gehen einfach durch. Ja, das ist auch ein ziemliches Lehrvideos, Lehrvideo. Ohne Aber- uns dann leider nicht wissen, wie oft dass man seine Kondome waschen kann in der Waschmaschine. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. das ist wirklich, das lernen sie in der Schule nicht. Ja, und du kannst die Kondome, das weiß auch fast keiner, wenn du den Bananengeschmack willst, nimmst einfach eine Banane und schiebst die vorher rein. Mach her. Ja gut, dann Schau dir wieder für den Scheißdreck was steht am an. Wochenende, Okani? Freitag Ektomorph in Kam. Okay. Geht's ab hier. Und Samstag weiß ich noch nicht. Sehr schön. Sehr fleißig. Ja, servus. Ah, hey, und? Kies, Alter. Ist eine Ringspur, geil. Bürger Landau. So, jetzt fertig mit einer Lebenshilfe-Scheiße. Ich hab mir übrigens nicht gehört, weil ich glaube, dass das, was ich jetzt gerade abgespielt habe, auch im Video vorkommt. Das war Da komm ich gut. schlafen lassen. Ah ja, Ey, 17 Sekunden. plus Werbung. Dann haben wir halt auch so ein kleines Loch drin, und was Kondomhygiene angeht, und das müssen sie dann selber rausfinden. Nein, Kommunion. So, haben wir noch irgendwo so Nazis oder linke Trottel zum Triggern? Das Tesla habe ich ja kaum so 10. So sind. Na, Ja, nicht O10, der Also, einen Strommasten mit über 1 Milliarde Schaden. upsi. Upsi. Kann ja mal passieren. Kann ja mal Hops, Alter. passieren. Ja. Oh, ich bin die Bundesregierung. Stell dir vor, stell dir vor, du bist so links, dass den ganzen Tag alle über einen scheiß Verbrennermotor und kauft einmal Wärmepumpen und E-Autos. 5 Minuten später machst du das E-Auto wieder kaputt. Du Vollidiot! Ja, wenn die so viel Gift ins Wasser einlassen. Ja, scheiße, aber. Und irgendwo hat es noch einen Unfall gegeben, oder? Weil die Bauern einen Misthaufen auf die Straße geschüttet haben, und da sind dann 5 oder 6 Autos Habt eingedonnert. euch selber angelegt, ihr Vollidiot. War eine ganz schön dumme War wieder Aktion. richtig dumm. Aber das war nur eine Frage der Zeit, dass das passiert, dass Ja. irgendjemand so dumm Aber ist. es ist so wegen was. Aber Hauptsache, dass man, ja, Musste schon Was ich ein bisschen Hauptsache einen seltsam finde, Klimakleber im ist, Präventivhaft das ist ja die nehmen. ganze Zeit schon wieder weitergegangen, oder? Das ist ja die ganze Zeit eigentlich weitergegangen, Ich diese glaube, die Bauernproteste. Mount gehen bei uns jetzt auch vor 3 Wochen. Es sagt vor keiner Sinn- mehr drüber. vor Aber Sinnbus haben drei gestanden. sobald einer Scheiße baut, von denen, ja, der muss doch wieder in die Tagesschau hinein. Ist schon ein wenig seltsam, weiß ich nicht, schmeckt komisch. Die müssen die 15 Minuten füllen. Ja, irgendwie müssen sie es füllen, So, damit mit der so- Scheiße Nachrichten verbauen. zwei- Sonst Minuten mehr. sonst ist auf der Welt nichts los. Ne? Na, Kaum. Alles friedlich, alles zauberhaft, alles Kaum. flauschig, alles schön, alle haben sie lieb. Alle machen Schere miteinander. das war schön. Ja, ist halt echt für mich Leute Schere miteinander. Ja, machen. anstatt so die Hand geben, einfach mal schön Was ein ich kleines diese Ja. Woche- Anstatt Krieg führen, ausscheren. einscheren. Einscheren, statt Einscheren. ausscheren. Ich versuche gerade aus meinem, Reißverschlussverfahren. alles, was ich in Kurzvideos hergeschissen gekriegt habe diese Woche,
irgendwie aus meinem Hirn aus zum Greinen, um wieder lustige Halbwissen zu verbreiten. Irgendjemand hat sich vor die Kamera hingestellt, ich weiß leider nicht, wer es war, und pulvert irgendwas umeinander von wegen, dass man, da geht's glaube ich um diese Taurus Langstrecken. Taurus ist ein Pokémon. Auch. Richtig. Das schickt man zu den Russen. Das schickt man die Ukrainer und die sollen Ja, das dann bitte da- den Krieg zu den Russen hineintragen. Wir sollen wir sämtliche Infrastruktur da hinten kaputt machen und so weiter. Und ich bin da geguckt, die verschissene Kriegstreiber, heute kennst du jetzt einmal einen Maul. Aber ich glaube, die werden eh nicht geliefert, oder? Ja, noch nicht. Nein, ich glaube, Das ist eine Frage der Zeit. Ja, nein, aber das hat, weiß ich nicht. hat doch nicht der Putin spioniert? Die haben doch jetzt spioniert, oder? ja, da hat es irgendwas gegeben, dass der Putin irgendwelche Sachen mit, dass die Mit irgendwann Deutsch, ja, dass ein Leck der jetzt gegeben praktisch, hat. genau, dass der Leck gegeben hat, weil irgendein Oberstgeneral hat nicht über sichere Leitungen telefoniert, sondern stinknormal. Und da hat er da nicht über die Brücke in Kiew, was Kiewbrück, Kremlbrück, irgend sowas, keine Ahnung, was weiß ich, irgendeine Brücke da hinten, die relativ wichtig ist. Und warum diskutieren bei uns die deutschen Bundeswehroffiziere darüber, ob wir die Brücke da hinten in die Luft sprengen? Nein, haben sie ja nicht. Das ist die, Ja, aber sie haben gesprochen drüber. die Russen sagen, die Russen erzählen aber- so, dass die Deutschen das machen wollen. Ja, Oder natürlich, sonstiges. das da die ja, wenn ich der Russ war. Jetzt mal Ja, aber das ist, unabhängig es davon, geht ob jetzt das um den schlecht ist oder gut ist, Informationskrieg. was er tut. Darum geht es ja jetzt. Weil jetzt Ja. werden praktisch diese Infos einfach komplett genommen und so erzählt, wie es jeder hören will. Ja, es ist ein riesiger Ja, Desinformationsfluss auch von den Russen. gern. Wenn der Russ meint, wir gelangen mal in den Krieg ein, dann haben wir einen Krieg Na, aber der Russ vorausgeht. verzeiht der es ja Russ seine verzeiht's ja Russen. nur, wie Der gesagt, Russ verzeiht ja seine Leid. Um So. seine Leute auch weiter gegen den Westen und auch gegen Deutschland aufzuhetzen. Angenommen, das Telefonat ist echt. Ja, und dass sie Offiziere, hochrangige Offiziere über einen Krieg in einem Nachbarland unterhalten, ist ja ganz klar. Das ist ja ganz klar, dass du als Militärmann, die sind ja wahrscheinlich auch alle auf Alarmstufe Rot die ganze Zeit. Wir haben ja da in Europa, in der Nachbarschaft. Das ist einen richtig, aber Krieg. so konkret drüber unterhalten, eine bestimmte Brücke in die Luft zum Springen. Weil wenn sie sich einfach vielleicht Strategien miteinander Die machen sie ausgedenkt alle, haben. ja, ja. Es gibt doch Das auch ist ja das der Normalste auf der amerikanische Welt. und auch der großbritannische, die geben ja auch die Infos über ihre Geheimdienste weiter und Co. Weiß man, über was die da umeinander telefoniert haben? Dass Sch- das schein- abgefangen werden kann, Scheinbar einfach über, das Handy oder was? scheinbar über so ein Telefon mit Kabel. Die haben einfach, die haben eine Zwischenschnur eingehängt. Dann kommt der Russ und hängt Genau, nur mal Schnur Hängt der eingebunden Schnur und ist auch so da gehängt. los, los. Blöd. Was hast du gesagt? Nein. Kremlbridge blöd. Ja, keine Ahnung, das gefällt mir alles überhaupt nicht, was du immer wieder hörst. Hier, der Russ droht, glaube ich, schon zum 28. Mal mit einem Atomkrieg. Ja, Ist eh klar. Trotzdem, so, das Zelensky gefällt und mir alles Putin nicht. sollten einmal Schere miteinander machen, dann sind beide glücklich und dann war Ruhe. Ich darf mich da jetzt langsam aber sicher irgendwann einmal darüber freuen, wenn da irgendjemand Kompromisse findet. Weil langsam wird's echt lächerlich. Da verrecken so viele Leute da hinten, das ist utopisch. Ja, aber es ist halt wirklich das Problem, was ich halt da auch sage, der Kompromiss, Land abzutreten beim Angriffskrieg, damit lasst du mal freie Hand und sagst, man kann machen, was er möchte. Das hat er schon mal gemacht mit der Krim. Ja, eben. Und das ist halt Da, einfach. weißt du, was ich da hat? Gibst ihm die Hälften, die anderen Hälften bleibt die Ukraine, die Hälfte in der Ukraine tritt er nicht dabei. Und wenn er eine Kugel um mich fliegt, Scheiß mal so zu. dumm ist er nicht. Weil da sagt Ja, er ich- selber, da gewinnt keiner. Natürlich gewinnt da keiner. Ne? Das Und halt darum so. ist dann eine Ruhe. Anders ist es nicht zu regeln. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass wenn er die Ukraine, es ist unmöglich, dass die Ukraine das aushält. Weil der Russe das so lange machen kann. Die halten sie ja auch nur aus wegen der Weil, Unterstützung. Natürlich. Das ist, Aber irgendwann gingen denen ja irgendwann mal die Leute aus. Irgendwann ist der Tag gekommen, dann Ja, gingen die ja, Leute genau. aus. Müssen sie mehr fingern. Und der Russe, den gehen die Leute halt nicht aus. Die haben ihm damals nicht ausgegangen und die gingen ihm heute auch nicht aus. Ganz einfach ist das. Und dann werden sie es abgeben müssen, früher oder später. Es kostet uns einen Haufen Geld. Das heißt nicht, dass ich die Unterstützung für die Ukraine falsch finde. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Natürlich muss man da was tun. Aber ich habe zum Beispiel nicht den Gedanken, dass wenn ihm dann irgendwann möglicherweise die Ukraine kehrt, dass er dann weitermacht. Weil dann ist er an NATO-Grenze. Und wenn er da umfängelt, dann raucht's richtig. Dann ist er gut, dann hat's ausgeraucht. Da hat keiner was davon. Okay, tschüss. Dann kann er sich, dann ist alles umsonst gewinnen. Ja. Und das weiß auch er. Das ist kein Vollidiot. Also, er ist ein Arschloch, aber kein Vollidiot. kein Kommentar. Also, Hurensohn und Arschloch, aber kein Vollidiot. Das ist Staatsoberhauptbeleidigung. Erdogan ist auf 180. Aber zum Glück kann der kein Deutsch. Doch, der kann Deutsch. Der glaube ich kann Deutsch. Der kann ja. Deutsch. Kann er? Ja, kann der Deutsch. hat ja sogar eine Rede mal im Bundestag gehalten, oder? Ja, Die 90er. stimmt. Stimmt, Und stimmt. in Da war er auch noch Österreich relativ jung. Ja, Ja, so 20. Das ist ein Ex-KGB, der. ja, das Ich sag das, deswegen so, er ist ein Arschloch, aber mit Sicherheit nicht dumm. Nee. Und der hört Jetzt. halt erst auf, wenn er das kriegt, was er haben will. Oder stimmt. Ja, wie viel ja, jetzt, sind Doppeldinger ja, hat er anscheinend? jetzt, 8? jetzt sind ja dann Wahlen.
Vielleicht. Stimmt. Ja, und ein Handy. Ich weiß gar nicht, sind die nicht dieses Jahr? Da habe ich irgendwas gelesen Ich drüber, glaube, der Nawalny wie wird es noch wissen. wie die wenn er aufziehen. noch am Ich Leben wollte war. sagen, ganz zufällig ist der Nawalny dann im Gefängnis gestanden. Upsi. Ja, es ist ganz ein verrückter, Ja. selbst mal mit 15 Einschlusslöcher ins Komisch, im weil das Rücken. ist wie hergekommen. Ja, dass Ja, dass ich da bin nichts aber aus- zusammenpasst, ist. Schön war es, wenn sie alle mehr Ruhe geben hätten. Ja, das ist ja. Egal wo, diese ganze Mehr, Gaude mehr war. schmusen, weniger schießen. Ja, Was da auch gerade überhaupt nicht gut kommt, also irgendwie gut, aber überhaupt nicht gut kommt, das ist so, ich weiß auch nicht, was ich da verhalten soll. Bei den Amis hat irgendjemand gerade Jungs Dirndl umgebracht, abgestochen, und das war ein Migrant in die USA hinten. Und das sorgt innerhalb, jetzt momentan in kürzester Zeit dafür, dass der Trump fast in allen Staaten gerade gewinnt. In allen, fast bis auf eine, glaube ich. ich habe da nicht viel nachgelesen bisher bei denen, was Und Ja, wenn das hab ich auch der, mitgekriegt. also ich bin mir ziemlich sicher, dass der im November Präsident wird. Oder frühestens dann halt dann wann ist Übergabe? Dann im Januar, glaube ich, dann halt. irgendwie so, ja. Wenn der Präsident wird, bin ich mir schon fast, das stinkt schon, ist danach, wenn es da hinten genauso weitergeht wie bei uns da, dann haben wir ein Problem. Dann kann man ein Problem kriegen. Deswegen war ich sehr zufrieden damit, wenn die Scheiße vorher da hinten geregelt werden kann. Das war echt toll. Macht's mir Feierabend jetzt. Weil sonst haben wir ein Problem. Wann piepst du jetzt eigentlich endlich einmal? Ich weiß Wenn der nicht. Piepser angeht. Ich denke schon die ganze Zeit, heute endlich sie fotzen. Oh, Das 30 ist- Sekunden. 30 Sekunden haben wir eigentlich. Ja, das ist echt, momentan ist einfach, ich glaube, es steht auch an jedem da herum, deswegen ist auch jeder so pisst und fuckt und 2,5 Jahre diese Corona-Scheiße, dann fängt der Krieg an und das, alles wird teuer, alles behindert. Der Grier, Dann sagt kommen die kleinen Trottel, kommen auch noch daher, Grier. labern irgendwas von der Wärmepumpe und sollte mal deine Pfoten, du Pommes-Trottel. Halt mal deine Pfoten. Nein, halt mal deine Pommes mal, du Fett. Ich Der gehe einfach nur Panzer. pumpen. Wen meinst du denn da? Das war jetzt einfach allgemein Ich hab gesprochen. die gemeint. Bodyshaming. Okay. Bodyshame, ja. Aus Überzeugung. Ich friss Scheiße, auch wie ein ist Schwein ein und T-Shirt. bin aber nicht fett, wenn man's. So! Das mag ich nicht mehr. Was ist eigentlich Das der war eine Unterschied? richtig asoziale Drecksfolge. Was ist Sag das ich dir, wie es ist. Gegenteil von Schwein? Vom Schwein. Ja. Nee. Wurst. Cheeseburger. Also, okay. Weil da ist das Schwein außerhalb Wann des ist denn Darms eigentlich und bei der der Wurst erste- ist innerhalb der Weil wir wieder bei Darms. so Sachen sind, wann ist der Erste auf die Idee gekommen, Dinge zu tun? Wann ist denn der Erste, der auf die Idee gekommen, ein Schweinlob zum Stehen? Und ab in sein Darm! Durch ein Fleischwolf zum Dran und dann, hey, geil, das steckt man jetzt in seinen eigenen Darm, dann kochen wir es und fressen wir es. Scheiße, ich hab den Darm vergessen. Ja, jetzt stell mir wieder ein. Merk keiner. Ja, sozial. Wir wissen gar nicht, wie die heutige Folge heißen soll. Frauenhaus. Einfach plain Frauenhaus. Frauenhass im Internet. Wir sind dagegen. Einfach nicht. Wir sind dagegen und dann machst du als Intro, sei Fotzen. Ja, weiß ich tatsächlich, was haben wir heute das Sekret? Fotze ist so ein schönes Wort. Irgendwie. Ja, das ist so schön aggressiv. Ja, Wenn man das halt- fühlt sich sogar BSO, wenn man sagt Ja. Fotze. Das ist einfach Genauso wie ich vorher gesagt habe, du Arsch. Ja, und Arsch. Oder du kannst ja sagen, ja, du Arschloch, das ist ja langweilig, aber du Arschloch. Oder das Ist R noch okay, weglassen, das ist auch nicht mehr gut. Arschloch. Arschloch. Du bist ein richtiges Arschloch. Arschloch. Du Arschloch, du. Leck mir das Arschloch. So sollte man die Folge halt nehmen. Einfach Pierce nur mir das, Arschloch. pierce Ohne mir das R. Arschloch. Arschlochfotzen. Pierce mir das Arschloch. Arschloch-Damm-Piercing. Dam, dam. Dam, dam. So, machen wir jetzt Feierabend. Das rauchen wir nicht. Ja, wir haben eine. So, Freunde der Sonne. Wie immer, bitte bewerten Sie diesen Podcast positiv. Vor allem die Frauen. Vor allem die Frauen, ja. Wir haben alles getan für euch. Wir heute. Wir lieben wollen euch. natürlich auch immer alles die total Ernte. Ihr nehmt uns überhaupt nicht Ernte. Und ich liebe die Garde. Garde und ich sind Ja. so. Ich komme vielleicht Dame vorbei. Das war lustig. Das wird sicher gut, wenn der Quamper die Ochsen Hey, sehen. wie kann man da zu dritt gehen? Nächste Woche Donnerstag. Geil. I can smell Ich it geh- ich geh and I einfach so like and I love Ich it. gehe einfach nur durch und riech gleich so um. Du machst einfach den von Das ist aber Scary. nicht so richtig. Du machst einfach den von Scary Movie beidhändig. Meine Keime. If you're happy and you know it, clap your oh. Grab her pussy. Grab a pussy. Grab him by the pussy. Ja. Jetzt schreiben wir uns. Bitte The bewerten Orange Sie diesen said it. Lass mir ein Abo da, Glocken aktivieren, Spotify, weiß ich nicht, schiebt einen Finger hoch, bloß euch auf, Kani, merci, Flocki, merci. Bis nächste Woche heute mal. Okay, ciao. Servus. Ah, das war mal wieder so richtig back to the roots.